Hey, ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen jetzt wieder aus Kalifornien. Es ist Abend, ich bin mit dem Rollbrettchen unterwegs. Es ist, seit ich zurück bin aus der Schweiz, auch der erste Tag, wo wir nicht so gut Wellen haben. Und dann muss ich mich halt anderweitig vertörlen. Aber wie gesagt, ich war ja in der Schweiz und durfte dort meinen Doc-Film zeigen. Und das war natürlich super, nach 2 Jahren Arbeiten an diesem Projekt. Dann durften auf eine kleine Tournee zu gehen und zusammen mit dem Rüdi und Lars, den Hauptprotagonisten und Produzenten von diesem Film, den dürfen vor einem Live-Publikum zu zeigen und die Reaktionen und Emotionen zu sehen. Das war natürlich eine super Sache. Jetzt bin ich aber zurück und es freut mich, dass ich euch schon vom neuesten Projekt erzählen kann. Und zwar mache ich hier Kurz-Doc-Filme über People who do things differently. Also Leute, die Sachen anders anpacken, als man sich das schon gewohnt ist. Leute, die vielleicht spezielle Hobbys haben oder spezielle Berufe. Und dann schaue ich dann einen halben Tag oder einen Tag über die Schulter und zusammen versuchen wir herauszufinden, was es denn so ist, an dem, was das Ganze so speziell macht und ihre Leidenschaft für dasjenige. Das Ganze wird auf Englisch sein, weil da gibt es natürlich ganz gute Leute und ganz spannende Sachen, die ich zeigen will. Und dann muss es halt auf Englisch sein. Aber mittlerweile verstehen wir ja alle ein gutes Englisch. In dieser globalisierten Zeit ist das kein Problem mehr. Anfangen tun wir aber trotzdem in der Schweiz. Und zwar ist mir aufgefallen, als ich in Thun war, dass immer mehr Leute mit Surfbrettern unter dem Arm rumlaufen. Und habe mich dann gefragt, was ist denn das? Weil wir haben ja weit und breit kein Meer. Und dann bin ich auf Zürich zum Martin gegangen und er hat mich ein bisschen in Geheimnis eingeführt über das Flusssurfen in der Schweiz. Und das hat eine ganz coole Episode gegeben und da möchte ich mich einladen, das mal mit anzuschauen. Die übernächste Episode kann ich auch schon ein bisschen anteasern. Da bin ich näher zu einem Brasilianer gegangen, der aber schon seit Jahrzehnten, hätte ich bald gesagt, in der Schweiz wohnt. Und er ist Surfbrett-Shaper. Und dann wollte ich natürlich wissen, wie macht man denn das, Surfbretter shapen, wenn man weit und breit keinen Meeranschluss hat. Und das sind so die ersten Themen, die ich anpacke. Und jetzt geht es dann weiter mit anderem Zeug. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Ich tue den Link am gescheitsten unten her. Und dann sehe ich euch dort. Im Moment plane ich das Ganze auf dem YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Ich habe einen ganz neuen gegründet und das ist die einmalige Chance für euch, bei etwas Grossem von ganz am Anfang an dabei zu sein, weil ich habe zurzeit sage und schreibe 6 Followers. Also jetzt oder nie wäre natürlich der Weise. Nein, aber Spass beiseite. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Und dann sehen wir uns schon gleich wieder. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, das Brett geht.